Massive Erdstöße haben nur 8 Tage nach dem verheerenden Erdbeben den Karibikstaat Haiti erneut erschüttert. Das Nachbeben erreichte nach Angaben der US-Erdbebenwarte die Stärke 6,1. Das Zentrum lag etwa 60 Kilometer west-südwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince in knapp 10 Kilometern Tiefe. In dem bereits weitgehend zerstörten Port-au-Prince gerieten die Menschen in Panik, als die Erde um 6:03 Uhr Ortszeit bebte. Bislang gibt es noch keine Angaben über Schäden und mögliche Opfer des Nachbebens. Heute auf den Tag vor 15 Jahren hat Jean-Claude Juncker die Amtsgeschäfte von Jacques Santer, dem damaligen Regierungschef Luxemburgs, übernommen. Seit dem 20. Januar 1995 steht der 55-Jährige nun schon an der Spitze der luxemburgischen Regierung. Juncker gehört bereits seit 1982 der Regierung an und hat sich seither als Finanzminister und Präsident der CSV auf politischer Ebene durchsetzen können. 2005 wurde Juncker von seinen Kollegen zum ersten Vorsitzenden der Eurogruppe ernannt. Die europäischen Finanzminister konnten am vergangenen Dienstag bei ihrem Treffen in Brüssel im Streit um das Bankgeheimnis keine Einigung finden. Finanzminister Luc Frieden bestätigte nach dem Treffen in Brüssel, dass diesbezüglich nach wie vor ein enormer Druck auf Luxemburg ausgeübt wird. Insgesamt 25 EU-Mitgliedstaaten fordern weiterhin einen automatischen Informationsaustausch zur besseren Verfolgung von potenziellen Steuersündern. Das Großherzogtum wehrt sich zusammen mit Österreich gegen diese Forderung und verweist auf das Bankgeheimnis.